Wir haben der letzten Chorleitungsratssitzung vom Jahr, also vom letzten Jahr, haben wir die Jahreslosung gezogen. Und das ist eben, wie es Debbie schon gesehen hat, der Vers aus Sprüche, Vers 23. Die Sprüche, das sind ja, das sieht man ja viel, die Sprüche Salomos, also eine Spruchsammlung vom Salomo, aber auch von anderen Autoren, die er zusammengestellt hat. Und wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass der Salomo das eher im ersten Teil von seinem Leben zusammengestellt hat, weil wir wissen ja, dass er gegen Ende von seinem Leben auch seine Prioritäten ein bisschen anders gesetzt hat. Er hat sich dann von Gott abgewendet. Er hat Götter von diesen vielen Frauen, die er geheiratet hat, auch angebetet. Und so ist Gott ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ich habe mich gefragt, ja, ob er eigentlich nicht selber besser hätte sollen auf die guten Sprüche achten, die er doch zusammengestellt hat. Er hätte selber mehr sollen zu Herzen nehmen. Und da ist ein weiterer Gedanke so ein bisschen in mir aufgekommen, wo ich dachte, ja, manchmal tue ich zuerst etwas bewerten, wie sich jemand verhält oder wie sich jemand gibt oder wie dem sein Lebenswandel ist. Und dann erst höre ich, was er gesehen hat. Also ich glaube, das ist sogar ein Kommunikationsprinzip, dass wir eigentlich zuerst auf die Person schauen, wie sie handelt, wie sie sich gibt, wie sie ist und dann erst auf das, was sie sieht. Und das ist eigentlich schade, weil manchmal sagen ja Leute etwas Gutes, wo vielleicht das, wie sie sich verhalten oder wie sie sich geben, sich nicht mit dem deckt, was sie sagen. Aber dann kann man ja auf das schauen und das mitnehmen. Aber dann wird ja manchmal vielleicht sogar etwas verworfen, was sehr richtig wäre und wichtig wäre. Mir ist es auch wichtig, dass wir den Vers nicht einfach nur eben den Gelbteil anschauen, sondern ein bisschen grösser. Und ich habe mir wirklich eine Zeit lang überlegt, ja, wie komme ich da zu einem schlüssigen Konzept, oder wie kann ich das einteilen, oder was ist so ein bisschen die Struktur von diesem Text. Und dann habe ich nachher auch gemerkt, dass es eigentlich zuerst ein bisschen um das geht, das Anreden, das Hören, das Herz, und nachher geht es eigentlich darum, wie gehen wir dann mit dem um, was ist eigentlich die Wartungsanweisung. Das ist wie wenn man ein Gerät kauft, wie kann man es brauchen, aber wie müssen wir es auch warten, wie müssen wir auch mit dem Gerät umgehen. Und wie ihr seht, oben die ersten 2 Wörter, mein Sohn, können sagen, ja gut, alle Frauen können einfach mal fortlassen. Das könnte man übersetzen mit mein Kind. Und ich habe jetzt mit dem Noah, wir sind vorhin gefahren und ich habe nicht mit ihm geredet. Aber ich weiß, wenn ich so ein bisschen einen gewissen Modus bekomme in der Stimme und sage, mein Sohn Noah, der sieht der Ende darauf an, ich tue nicht so blöd. Dass er sagt, oh ja, was hast du mir zu sagen, was hast du mir wichtig zu sagen? Und ja, das ist mir so ein bisschen entgegengekommen. Ich dachte, wieso jetzt da mein Sohn? Ich glaube, was der Salomo hier sagen will, ist, dass wir eben wirklich hören, dass wir die Worte verinnerlichen, dass wir den Schatz aufbewahren und dass wir dann auch mutig aus dem heraus handeln. Eben, wie wirkt das auf uns? Mein Sohn, meine Tochter. Wie tust du jemanden anreden, wenn du ihm etwas Wichtiges sagen willst? Ja, gerade in der Beziehung.
Erika Walter können uns da vielleicht etwas dazu sagen. Gerade in der Beziehung. Erika Walter können uns da vielleicht etwas dazu sagen. Da ist es wichtig, dass man nicht, gell Erika, wenn etwas wichtig ist, dann darfst du dem Walter. Da ist es wichtig, dass man nicht, gell Erika, wenn etwas wichtig ist, dann darfst du dem Walter nicht zu verstehen geben, dass er eigentlich nicht rauskommt. Sondern nicht zu verstehen geben, dass er eigentlich nicht rauskommt. Sondern dann musst du eigentlich den Walter eben auch ernst nehmen. Also, man könnte so wie das Gefühl haben, der Hörer wird klein gemacht, dass man in uns die Gefühle auslösen. Und ich habe mich auch gefragt, von wem, wie kommt der Salomo dazu, das zu schreiben? So. Ist es vielleicht der David? Also es gibt Ausleger, die sagen, das war der David, sein Vater, der zu ihm geredet hat und dass er es dann so hat aufgeschrieben. Oder dass es der Salomo ist als König, der jetzt seinen Untertanen, also seinen Kindern, seinen Söhnen und seinen Töchtern etwas weitergeben will. Wir können es nicht genau feststellen. Und ich habe mich auch gefragt, ja, welche Relevanz oder welche Wichtigkeit hätten die Worte für Salomo selber? Eben, er will anderen gute Ratschläge geben. Er will anderen sagen, was wichtig ist im Leben und er hält sich selber nicht dran. Ich glaube, wir dürfen uns von dem Wissen über das Leben von Salomo nicht abhalten. Ich glaube, der Salomo, er war ein weiser König. Das ist wirklich etwas, was ihn auszeichnet. Er hat nicht Reichtum, er hat nicht Stabilität, er hat nicht ein grosses Reich wollen, sondern er hat von Gott erbittet, als er ist König geworden, dass er Weisheit bekommt. Und so scheint es auch, dass er sehr viel Zeit darauf verwendet hat, um Leben zu beobachten. Und gerade in diesem Kapitel 4 von den Sprüchen heisst es immer wieder, wenn du gesund sein willst, wenn du lange leben willst, dann mach es so. Also Sachen, die nachweislich sind. Und wir waren wieder bei meinen Eltern gewesen, da über die Weihnachten. Und die haben einen grossen Fernseher in der Stube im Gegensatz zu uns. Und das ist halt das ein bisschen für die Kinder so ein bisschen ein Magnet, der Fernseher in der Stube. Aber ich bin dazu gestoßen und dann ist eine ganz interessante Sendung gekommen. Und zwar ist eine Sendung gekommen über die blauen Zonen der Welt. Vielleicht habt ihr die auch gesehen. Also das ist wirklich sehr empfehlenswert, wenn man das noch nachschauen möchte. Das sind die blauen Zonen, das sind Gebiete auf der Erde, wo man festgestellt hat, dass die Leute viel älter werden, als an anderen Orten. Also die haben in dieser betreffenden Sendung sie von Costa Rica, ist so eine Halbinsel zu Costa Rica, und dort hat es also ganz viele Hundertjährige, und sie hat dort einen 100-jährigen Mann gezeigt, der auf dem Ross oben hockt und zusammentreibt. Also, das ist wirklich, und der ist alles rausgestiegen. Und dann haben sie gesehen, man hat geforscht, warum werden die Leute dort so alt? Und eigentlich könnte man sagen, genau die Sprüche vom Salomo. Also, sie tun etwas schaffen, also sie haben eine Tätigkeit, wo sie sich auch bewegen, körperlich, wo ihnen Sinn gibt, wo, ja, dass sie ja wissen, für was sie aufstehen am Morgen. Das ist das Eine. Sie haben ein Umfeld, sie sind in einer Gemeinschaft eingebunden. Das ist das Eine. Sie haben ein Umfeld, sie sind in einer Gemeinschaft eingebunden. Das ist das Zweite. Und das Dritte hat der Journalist gesehen, das hat mich ganz besonders beeindruckt. Er hat gesagt, Religion scheint eine Rolle zu spielen. Religion scheint eine Rolle zu spielen. Also, dass ihr heute am Abend hierher seid gekommen, das ist etwas, was eurer Gesundheit gut tun soll. Das können wir ist etwas, was eurer Gesundheit gut tun soll.
Das können wir vielleicht auf einmal so festhalten. Und eben der Salomo, der hat das gesehen. Wir dürfen die Erkenntnis auf uns wirken. Wir dürfen die Erkenntnis in unser Herz nehmen. Und ich habe auch gefunden, es ist sehr erstaunlich, dass Verse vom König Salomo, also das sind Bibeltexte, 2500-jährig, die heute immer noch so eine Aktualität haben, da dürfen wir die Ohren auftun. Also nicht mein Sohn, meine Tochter, oh nein, jetzt kommt denen, was besser wissen will, sondern unser Ohr auftun und hören, was will uns die Bibel, was will uns die Sprüche vom Salomo, was will uns Gott in unser Leben reden. Aber ich habe mich gefragt, es geht ja eigentlich noch weiter. Mein Sohn, meine Tochter, das ist etwas, das auf ein Eltern-Kind-Verhältnis herweist. Also jemand, der mehr weiss vom Leben, weder ich, der vielleicht Beobachtungen macht. Und der die Frage, wo habe ich Leute, die mir dürfen in mein Leben reden. Also ich persönlich nehme mir immer wieder auch Zeit, ganz bewusst mit Leuten Zeit zu verbringen, die das Recht haben, in mein Leben zu reden. Wo ich sage, jetzt brauche ich Hinweise, jetzt brauche ich Ratschlag, jetzt brauche ich jemanden, der von außen mal einen Blick auf mein Leben wirft. Und auch die Frage an dich, an uns alle, wer hat das Recht, heute in dein Leben hineinzureden? Hast du jemanden, der in deinem Leben auch den Finger vielleicht auf wunde Stellen legen darf? Und jemand, der seine Worte los ist und eben, wo seine Worte auch so dürfen Schätze sein. Jetzt machen wir ein bisschen herzoomen. Jetzt gehen wir auf den Vers. Jetzt kannst du die zweite Folie einblenden. Es ist auch die Folie, die ich nachher als Hinger aufgehängt habe, dass sie uns erinnert, das ganze Jahr an unsere Chorjahreslosung. Der Schlüssel von diesem Abschnitt liegt in unserem Losungsvers. Ich weiß nicht, wie manchmal, aber Debbie hat es angesprochen, Jahresvorsätze. Also das ist etwas, das habe ich noch nie gemacht. Und vielleicht ganz, ganz früher. Machen es auch schon lange nicht mehr. Aber gleich, es gibt so Sachen im Leben, die du gleich vornimmst. Und das sind vielleicht Sachen, ja, ich möchte vielleicht mit meiner Frau freundlicher sein. Oder ja, ich möchte meinen Kindern ein Vorbild sein, meine Leben, etc., etc. Und ich selber merke ja immer wieder, wie ich stoggle, wie es mir nicht so gelingt, wie ich mir das vornehme. Und wenn man nachher heranschaut, ist es eigentlich genau das. Es ist eigentlich, wir müssen nicht Symptombekämpfung machen, sondern wir müssen auf den Grund gehen. Und da ist eigentlich die Frage, wie sieht es in meinem Herz aus? Wie ist der Zustand von meinem Herz? Wie ist mein Herz gesund? Und es ist noch ganz spannend, Jesus tut das in Matthäus 15 über einen längeren Text entfalten, aber er sieht dort auch in Matthäus 15, Vers 18, sie dort diskutieren miteinander wegen reinem und unreinem Essen. Also es geht eigentlich überhaupt nicht ums Herz. Aber dort sieht er, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Also die Frage ist nicht, was wir eben essen, sondern was aus uns rauskommt, wie unser Herz aussieht. Und ich habe über den Abschnitt so das Motto geschrieben, Lebensquelle. Lebensquelle. Und darum ist mir auch ganz wichtig, ich habe lange
gesucht nach einem Bild Wasser und Herz. Wasser und Herz. Und scheinbar, wenn ihr dann mal zu baden seid, im Verena-Hof, hat es eine Thermalquelle und die hat auch so eine Herzform, aber von der habe ich kein schönes Foto gefunden. Und nachher, als ich das Bild habe gesehen, das ist tatsächlich nicht irgendwie gestellt, sondern das ist irgendwo im Bündnerland oben. Ist das so ein Bergsee, der hat da irgendeinen Namen, aber das ist ja nicht wesentlich. Das ist irgendetwas Romanisches. Habe ich gesagt, ja, das ist genau das, was ich brauche. Ein Bergsee mit sauberem Wasser in Herzform. Es geht um das. Unserer Herzensgesundheit soll mir erste Priorität geben. Mehr als alles andere. Und in deiner Übersetzung heißt es mit allem Fleiß, aber mir hat das hier im Schlachter noch ein bisschen besser gefallen. Mehr als alles andere. Also die absolute Priorität in deinem Leben ist, wie es deinem Herz geht. Deine Herzensgesundheit. Und stellt euch das vor. Eine Gemeinde, ein Dorf, man könnte sogar sagen ein Dorf, wenn sich alle Leute dort um ihre Herzensgesundheit bemühen. Das ist ein Dorf, da werden Ströme von Leuten hergehen, weil das sind freundliche, selbstversöhnte, mit sich selber versöhnte, angenehme Menschen. Also nicht zu überlegen, wie kann ich jetzt da Symptombekämpfung machen, sondern zu überlegen, wie sieht es in mir innen aus? Wie sieht unsere Gemeinschaft aus? Sind wir eine Gemeinschaft von Leuten mit einem gesungenen Herz? Ins Zentrum investieren. Und wir können das eigentlich ganz einfach machen. Also wenn wir sagen, wie das würde aussehen, wenn wir eine Gemeinschaft sind, also vielleicht sind wir es ja auch, also das ist überhaupt nicht, ich sage nicht, es ist nicht da, wir müssen jetzt da besser, aber das ist die Frage. Das kann jedes für sich selber bewerten. Und wenn ich sehe, wenn ich sage, wie das könnte aussehen, wenn wir eben eine Gemeinschaft von Leuten sind mit gesungenen Herz, dann können wir auch überlegen, wie sieht der andere Weg aus. Und ich werde das in dieser Frage formulieren, ich habe das, glaube ich, auch schon in anderen Predigten mal gesehen. Wie sieht es um dich aus? Du dir mal überlegen, wie sieht es um dich aus? Dein Umfeld. Wie ist es dort, wo du herkommst? Wie ist die Stimmung dort? Verändert sich die, wenn du in etwas reinkommst? Entsteht Leben? Dort in dieser Gemeinschaft, in diesem Grüppeli etc., wo du dich investierst. Und was für Wasser kommt aus deiner Lebensquelle raus? Ist es so Bergwasser oder ist es anderes Wasser? Und ich tue mich jetzt wieder einmal mit meiner Reise auf Österreich bemühen. Aber wir haben dort wirklich einen Vortrag gesehen von einem Mann aus der Ukraine. Und das Beispiel habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, aber es passt hier ganz gut. Der sieht, die Zerstörungen, die Bombenangriffe, das ist ein Riesenproblem. Und natürlich ist es ein Riesenproblem, dass da elektrische Infrastruktur, Kraftwerke etc. zerstört werden. Aber etwas, was man kaum hört in der Presse, ist, dass dort eben auch Stauseen kaputt gemacht werden. Also Staumauern etc. Und er hat gesagt, ja, wenn an einem Ort eine Staumauer kaputt geht, das hat verheerende Folgen, das ist klar. Je mehr Wasser das dort ist und je mehr Städte unter dran sind. Aber grundsätzlich ist es so, das wird einfach nass dort, oder? Es wird nass. Aber wenn das Rückhaltebecken sind, also irgendwo von einem Bergwerk oder so, und dort nicht die Mauer kaputt geht, dann geht es lang kaputt, es wird vergiftet. Das Wasser macht alles kaputt, es sickert in alles rein. Es ist eine Brühe, Berndeutsch könnte man dem sagen, eine Pschütte, wo einfach alles kaputt macht. Und ich habe gefunden, das ist noch so ein gutes
Bild. Was bist du? Bist du ein Herz oder hast du ein Herz? Der andere hat es gesungen im Lied, wo so klar, nein, das sind die Augen, wo so klar ist wie ein Gletschersee. Ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Oder bist du ein Pschüttloch? Das kann man ganz plakativ so fragen. Es ist wichtig, dass wir eben dürfen ein Becken sein mit gutem, lebensspendendem Wasser. Und jetzt kannst du wieder zurück zum Text oder einfach eins weiter. Und ich habe mir zuerst überlegt, sind jetzt die Verse, die unten dran kommen, sind jetzt das Konsequenzen vom reinen Herz? Und irgendwie hat es für mich nicht ganz gestimmt und vom reinen Herz. Und irgendwie hat es für mich nicht ganz gestimmt und auf einmal habe ich gemerkt, nein, es sind nicht Konsequenzen, also es ist nicht die Folge von dem, sondern es ist eigentlich eine Wartungsanweisung, wie ich es schon eingesehen habe, einleitend. Instandhaltungsmaßnahmen. Eine gute Quelle, die muss unterhalten sein. Und da gibt es für mich ein paar Sachen. Falschheit des Mundes. Da sehe ich drinnen, dass wir uns überlegen, was tue ich weiter sagen. Was tue ich weiter sagen? Ist das, was ich rauslasse zu meinem Mund, ist das irgendwie, hat das eine Relevanz? Ist es etwas, was wahr ist? Ist es eine Logik? Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir keine Sachen sagen, die nicht wahr sind, auch nicht halb wahr oder vielleicht wahr, sondern dass wir uns darauf konzentrieren, die Wahrheit weiterzugeben und keine Unwahrheiten zu verbreiten. Das Zweite heißt, lass deine Augen gerade ausschauen. Das ist für mich der Aufruf, unseren Fokus auf Prioritäten zu richten. Also wichtig ist wichtig, dass das Wichtigste bleibt. Wichtig ist, dass das Wichtigste bleibt in deinem Leben. Du dir Prioritäten überlegen und fokussiere dich darauf. Und nachher geht es so weiter, das ist nachher so, dein Fuß gerade, alle deine Wege seien bestimmt. Dort ist mir wie aufgegangen, der geht zum Ziel. Und ich weiß nicht, ja, jetzt beim Noah ist gefragt, was lernt er für einen Beruf langsam? Und vielleicht ist es bei dir, ja, ich bin wohl, wo ich bin, ich will da nichts mehr ändern, es ist gut. Aber ich glaube, es ist immer wieder gut, dass wir uns überlegen, was für Ziel habe ich? Was für Ziel habe ich? Unser Leben wird sich verändern. Auch das Debbie wird nicht immer so Familienmutter bleiben, wie sie jetzt ist. Ja, aber das bedeutet, dass wir immer wieder überlegen müssen, was habe ich jetzt noch, was ist das Ziel, wie soll es weitergehen? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Wir nicht einfach ausplampen, sondern Gott hat einen Plan für dein Leben bis am letzten Tag, wo du hier bist. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Was ist das? Frag ihn. Tu danach streben. Also das eine ist es auch mehr grundsätzlich Prioritäten setzen. Was ist mir wichtig? Was sind Werte in meinem Leben? Nach was will ich leben? Und das andere ist mehr auch so Ziel. Uns auf das fokussieren. Und am Schluss weich weder von rechten noch von linken ab. Halt die Fuß vom Bösen fern. Das ist für mich so der Aufruf. Bleib konsequent. Vermeid konsequent Sachen und Orte von denen, wo du weißt, dass sie dir nicht gut tun. Also wenn du weißt, dass dir etwas nicht gut tut, wenn du merkst, dass dich das belastet, wenn du Nachrichten schaust, dann schauen keine Nachrichten mehr. Es ist nie auf der Welt das Gesetz, dass wir Nachrichten schauen müssen.
Also einfach nur mal als Beispiel. Es kann sein, dass die Nachrichten gut tun, dass die Nachrichten ins Gebet treiben, dass du wirklich zu einem Fürbitter wirst oder für eine Fürbitterin. Aber wenn du merkst, es gibt Sachen, die mir nicht gut tun, die tun meinem Herz nicht gut, die ziehen mich an, dann tu es vermeiden. Und auch wirklich konsequent sein. Ja, gäng da mache ich einen Fehler oder gäng hier. Wenn mein Auto mehr Pfupf hat, dann würde ich viel schneller fahren. Und genau noch, heute haben wir wieder so einen richtigen Schlepptrag vor dran gehabt, von Frutigen nachher. Der hat es tatsächlich zustande gebracht, im Rohrbach mit knapp 50 durchzufahren. Obwohl, dass es ja 60 ist dort und so. Aber ich weiss, das brauche ich gar nicht anzuschaffen. Wenn ich das Auto einkaufe, weiss ich, das Auto hat überhaupt keinen Pfupf. Dann tut man schön Säuferli und dann tut man wieder sagen, so, oben runterfahren, den segnen, alles gut. Also, vermeid konsequent Sachen, Orte, die dir nicht gut tun, wo du weißt, dass sie deinem Herz nicht gut tun. Und mehr als alles andere, behüt dein Herz, weil von ihm geht das Leben raus. Mehr als alles andere, behüt dein Herz, weil von ihm geht das Leben aus. Du sollst eine Lebensquelle sein für dich und dein Umfeld. Amen.